Heute Morgen wollen wir wie gestern zuerst mal einen Schritt zurück machen von der Geschichte von Josef selber und uns fragen, warum die Josefsgeschichte für uns Christen im 2022 überhaupt eine Bedeutung hat, überhaupt eine Rolle spielen tut. Und der Paulus beantwortet uns die Frage an einer Stelle im Neuen Testament, und diese Stelle werden wir gerade zusammen lesen. Wenn es geht. Du kannst einfach den Blicken, genau. Ist es echt möglich, dass wieder jemand von euch die Bibelstelle uns vorliest? Amen. Genau das schreibt Paulus an den Timotheus. Und er sagt jetzt, warum haben die Schriften, die ja uralt sind, für den Timotheus sind sie nicht so alt gewesen wie für uns, deutlich weniger alt. Er ist auch kulturell nebeneinander aufgewachsen, aber wir nochmal weiter weg. Auch sprachlich. Und trotzdem ist der Vers für uns sehr bedeutsam, also die Verse sind sehr bedeutsam, weil sie uns helfen zu verstehen, wieso die Geschichte von Josef für uns eine Bedeutung hat oder auf welche Art die Geschichte von Josef für uns eine Bedeutung hat. Der Paulus sagt, dass die Schriften vom Alten Testament und inklusive die Josef-Geschichte, dass sie uns weise machen, Weisheit geben. Es ist auf eine Art Weisheitsliteratur, ein Weisheitsbuch, das die Bibel ist. Und zwar macht sie uns weise zur Rettung durch den Glauben an Jesus, weil sie uns zum Glauben an Jesus führen und insofern machen sie uns weise. Das heißt, Schriften vermitteln Weisheit uns, damit wir die Heilsgeschichte verstehen und sie in Jesus erfüllt erkennen. Das ist mal der erste Punkt, den der Paulus hier macht. Dass wir die Heilsgeschichte verstehen und merken, in Jesus wird die Geschichte tatsächlich erfüllt. Sie erreicht einen Höhepunkt. Unsere Geschichte hat den Höhepunkt eigentlich schon erreicht, ein Stück weit. Klar, wir erwarten noch einen weiteren Höhepunkt bei der Rückkehr von Jesus, aber es ist alles an ihm. Und die gottgehauchten Schriften, das heißt, wie wir das übersetzt hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben oder eingehaucht, ganz wörtlich, oder? Die gottgehauchten Schriften, die vermitteln uns gerade erst dadurch nützliche, praktische Weisheit, weil sie uns zum Glauben an Jesus geführt haben. Aber weil sie das gemacht haben, vermitteln sie uns jetzt eben dadurch praktische Weisheit, also Fähigkeiten, damit wir lernen können, damit wir prüfen können, damit wir gerade richten oder gerade gerichtet werden natürlich, erzogen werden in Gottes Gerechtigkeit, ausgerüstet werden zu guten Werk. Und zwar heisst der Mensch Gottes, dass der also richtig sei oder ausgerüstet sei für jedes gute Werk. Und das ist ein Spruch direkt aus dem Schöpfungsbericht heraus. Der Mensch, der geschaffen worden ist von Gott in seinem Bild, der Mensch Gottes. Also wir als Ebenbild Gottes, dass wir wieder auf die Linie gebracht werden, die Gott gedacht hat für seine Menschheit, für die Welt. Für das helfen uns die Schriften.
Also erst Weltschriften in ihrer Botschaft auf Jesus als den Messias hinweisen und in ihm erfüllt sind und wir in Jesus sind, haben die Schriften inklusive die Josefsgeschichte von uns eine Bedeutung. Können wir sie auf uns überhaupt anwenden? Also ich sage es nochmal. Die Schriften, sie weisen auf Jesus, sind erfüllt in Jesus. Wir sind in Jesus, wir glauben an Jesus, sind von ihm gerufen in seine Gemeinschaft. Zusammen, nicht nur du und ich, zusammen, wir zusammen. Und dann, erst wegen dem, haben die Schriften, die alten Geschichten aus dem alten Israel mit einem ganz anderen Spruch, einer ganz anderen Kultur für uns eine Bedeutung. Durch die Brille durch den Weg durch. Wir sind, also die meisten von uns, denke ich, sind aufgewachsen mit der Bibel. Wir sind vertraut mit ihrem Spruch, mit ihren merkwürdigen Redewendungen und Bildern. Das ist für uns fast vertraut. Und wir vergessen manchmal, wie weit weg kulturell die Bibel eigentlich von uns ist. Also immer wieder fällt es uns auf, oder? Wenn wir von merkwürdigen Sachen lesen, wie Polygamie und andere Sachen, wo die Bibel auch zum Teil kritisch beleuchtet, oder merkwürdige Brüche und so weiter und so fort, merkwürdige Sprüche. Aber wenn wir natürlich mit Menschen reden, die nicht christlich aufgewachsen sind, dann merken wir vielleicht auch, und vor allem Nicht-Christen merken, wie fremd die Bibel eigentlich ist. Und darum ist es eine berechtigte Frage, warum hat die Bibel für uns, moderne oder aktuell lebende Menschen, jetzt hier, eine ganz andere Kultur, in einem ganz anderen Land, überhaupt eine Bedeutung? Und das ist genau wegen dem. Weil sie uns weise gemacht haben, weil sie uns weise können machen, indem wir erkennen, die ganze Geschichte von der ganzen Welt findet in Jesus die Erfüllung und den Höhepunkt. Die ganze prophetische Geschichte von der Schöpfung über die Erwählung von Israel findet in Jesus die Erfüllung. Und wir sind von Jesus gerufen in seine Gemeinschaft. Wir glauben, er ist nicht nur der Messias von Israel, sondern der König von der ganzen Welt. Und erst dann merken wir, okay, die ganze Story vorher wird ein Stück weit zu unserer Geschichte. Und wir können daraus lernen, praktische Weisheit gewinnen, über Jesus durch. Nur über Jesus. Das ist ein wichtiger Punkt zum Verstehen. Wenn wir das Alte Testament lesen und dann vielleicht merken, okay, irgendwie ist es gar nicht so, ist es vielleicht sehr fremd, dann können wir uns fragen, inwiefern ist das in Jesus erfüllt und hat das für uns wegen dem eine Bedeutung. Und das ist bei der Josefsgeschichte sehr offensichtlich, dass das so ist. Gestern haben wir anhand von Jesus und Genesis 3,15, also 1. Mose 3,15, ein sogenanntes Messias-Muster definiert, das ich auch wieder einblenden möchte. Der Messias ist ein gesalbter Repräsentant von der Menschheit, also ein Samen der Frau ganz wörtlich, also ein Nachkomme von der Frau, also ein Mensch, aber er repräsentiert alle. Er ist ein Repräsentant von der Menschheit, der Leiden und Tod durchläuft, bevor er wieder ins Leben zurückkommt und dem Volk Gottes bzw. der Menschheit Rettung bringt. Der Josef wird mit seinen Träumen eindeutig als so Messias-Figur vorgestellt. Und der erste Teil von dieser Messias-Berufung, nämlich sein Leiden, sein übertragener Tod, ist schon in Erfüllung gegangen, wo wir gestern angeschaut haben, indem er von seiner eigenen Familie abgelehnt, verworfen, beseitigt worden ist, in eine Grube, wie ein Grab hineingelegt worden ist und schließlich verkauft, in die Hände von Heiden überliefert. Wir hören auch Jesus reden dort. Jesus hat aus diesem Muster auch seine Berufung erkannt. Er ist der Heide, der Ismaeliten ausgeliefert worden, die ihn nach Ägypten verkauft haben in Gefangenschaft. Die Josef, das ist die nächste Folie, ich glaube, das ist einfach ein Bild, ich weiß nicht. Irgendwie komme ich da nicht weiter mit. Genau. Die Josef, er ist zwar eben körperlich nicht gestorben, aber so gut wie. Die Grube unter der Erde, wo er reingeworfen worden ist ein Wort, das übertragen für die Totenwelt gebräuchlich war.
Und für den Jakob, für den Vater, ist der Josef tatsächlich gestorben. Oder? Er sagt nämlich am Ende vom Kapitel: In Trauer wird ich, Jakob, zu meinem Sohn Josef in der Sheol, in die Totenwelt, runterfahren. Und das steht im direkten Bezug zum nächsten Satz der Geschichte, im Kapitel 39. Es gibt ja das merkwürdige Kapitel 38, da wird die Geschichte kurz unterbrochen, aber auf die Geschichte kann ich jetzt nicht ein. Der Josef heißt hier im Vers 1 vom Kapitel 39, und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Nach Ägypten heißt immer hinabgehen, runtergehen nach Ägypten. Und das ist einerseits einfach schon allein topografisch so. In Israel-Palästina ist es eher hügelig. Und wenn man hier in die Wüste runtergeht, in die Negev-Wüste im Süden, in Sinai und dann nach Ägypten, dann wird es flacher, bis wir dann in Ägypten zuerst einmal ein Plateau haben, also einfach eine Ebene haben. Genauso wie das jetzt eben auch hier bei diesem Bild so dargestellt wird. Also es ist einerseits einfach topografisches Runtergehen. Man geht tiefer runter. Natürlich die Nildelta ist auf Meereshöhe. Aber runtergehen nach Ägypten heisst auch immer übertragen runtergehen. Es ist ein Exil, ein Rausgehen aus der Heimat, vertrieben sein nach Ägypten. Es ist gewissermaßen sein Tod. Das Exil ist auf eine Art der Tod. Und das sehen wir schon wie beim Garten Eden. Das habe ich gestern schon erwähnt, ganz kurz. Jetzt habe ich ein Bild dazu. Genau. Das haben wir dann gesehen im Garten Eden. Das heisst, das sagt Gott zum Adam: An dem Tag, wo du davon isst, also von dem Baum, musst du sterben. Und an dem Tag ist aber was passiert? Gott schickte den Menschen aus dem Garten Eden. Also der Tod ist für den Adam und Eva zuerst mal einfach das Vertrieben werden aus der eigenen Heimat. Und das Exil selber, also der Tod selber ist auch ein Exil, man geht aus dem Leben raus. Und der Josef ist in Ägypten und er ist jetzt zuerst mal an einem Tiefpunkt. Und jetzt passiert etwas sehr Merkwürdiges. Das ganze Muster, das er jetzt schon erlebt hat, das wiederholt sich nochmal. Und nicht nur einmal, sondern sogar zweimal in Ägypten. Er wird erhöht und wieder erniedrigt. Zuerst im Haus von Potiphar, einem Hofdiener vom Pharao. Also er wird schon mal nicht so als ein niedriger Sklave irgendwann eingekerkert oder einquartiert, sondern er wird schon mal an einen Hof gebracht, an Pharao seinen Hof, und dort einem Hofdiener, einem hohen Beamten, dem sein Sklave wird er. Und dann passiert das gleiche Muster nochmal im Gefängnis. Jetzt möchten wir die ersten paar Vers vom nächsten Kapitel auch wieder zusammen lesen. Vielleicht schafft das jemand, es ist ein bisschen klein, auch uns vorzulesen. Also wir dürfen auch nur 2 Vers lesen und dann den Nachbar anstupsen. Also ganz spannend, sogar an dem
Todespunkt eigentlich, in dem Todesland Ägypten, tut Gott durch ihn Sagen freisetzen. Das zeigt auch wieder seine Messias-Berufung dort drin. Das ganze Haus wird gesegnet, er wird erhöht. Und wir kennen die Story, wie sie weitergeht natürlich. Die Frau von Potiphar will mit dem Josef schlafen und erhaltet der Versuchung stand. Das erinnert uns auch sehr stark an die Versuchung von Jesus in der Wüste, wo er wie so eine Art Abzweigung oder so eine Abkürzung nehmen. Und der Josef könnte auch so quasi die Gunst von der Frau ausnutzen, um seine Machtposition in dem Haus von Potiphar zu stärken. Aber er macht das nicht, er riskiert sein Leben. Und genauso tut Jesus auch sein Leben riskieren, indem er dieser Versuchung widerstehen tut, in der Wüste, der Versuchung vom Bösen, vom Satan, und geht den Weg ans Kreuz. Der Josef wird verleumdet und ins Gefängnis geworfen. Genau, und dort haben wir auch wieder eine ganz spannende Bibelstelle, die nächste, die werden wir auch noch lesen, weil jetzt wiederholt sich das Muster schon wieder. Also man könnte meinen, er könnte ja gar nicht tiefer verkehren. Er ist ja schon in Ägypten, er ist ja schon ein Sklave, er ist nicht mehr frei, aber jetzt wird er noch ins Gefängnis geworfen. Genau das Gleiche. Wieder Fall, wieder Erhöhung. Gottes Sagen wird durch den Josef freigesetzt. Er ist alles, was er anlenkt, das gelingt ihm. Gott segnet das. Und andere profitieren von dem Sagen. Andere werden gesegnet. Er wird jetzt schon wieder erhöht. Nicht nur, dass er jetzt der zweite Chef im Gefängnis ist, sondern dass er auch die Träume von zwei anderen Hofbeamten vom Pharao deuten darf. Also wir kennen die Geschichte nämlich mal an gut. Und Josef bittet den Mundschenk, das ist ja einer, der den Traum hatte, er bittet den Mundschenk, dass er sich für ihn beim Pharao einsetzt. Also nachdem er den Traum gedeutet hat und gesagt hat, du wirst wieder freikommen, nach 3 Tagen, bitte sag dem Pharao. Und er sagt Folgendes, das ist im Kapitel 40 jetzt, Verse 14 bis 15, die lese ich kurz, ihr dürft in eurer Bibel nachschauen. Der Josef sagt zum Mundschenk, aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus, denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer. Nach hier habe ich nichts getan, gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Ganz spannend die Vers eigentlich, um die nächste Folie nehmen. Das Wort für Kerker hier ist das gleiche Wort für die Grube oder die Zisterne, wo die Brüder von Josef ihn schon damals hineingeworfen haben. Also das Gefängnis wird jetzt hier von Josef selber als so eine Grube beschrieben. Der Josef sitzt also nicht nur in Ägypten, also im Todesland. Er ist nicht einfach nur in Ägypten, sondern er ist in der Grube, im tiefsten Loch, würde man sagen. Er ist am absoluten Tiefpunkt jetzt angekommen. Dort
deutet er jetzt den Traum vom Mundschenken, hofft, dass er sich dann erinnert beim Pharao und sagt, übrigens, da gibt es einen im Gefängnis, der ist unschuldig dort und er ist ein Spezieller, müsste ich ihn mal anschauen. Aber er vergisst ihn. Oder? Es heißt dann nachher in Vers 23, aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht an Josef und vergaß ihn. Der letzte Vers vom Kapitel. Und die Tragik wiederholt sich später in der Geschichte von Israel immer wieder. Die Propheten beklagen sich, dass Israel sich später nicht an den Bund von Gott erinnert und seine Weisungen vergisst, obwohl Gott sie aus Ägypten befreit hat. Und genau das Muster passiert jetzt schon in einer Miniaturform mit dem Josef. Er wird vergessen als Wohltäter. Es wird sehr häufig wiederholt in der Tora, im Gesetz von Mose. Erinnert euch an Gottes Heilstaten, an seine Wohltaten, an seine Weisungen. Und es wird vergessen. Und darum landet Israel auch schließlich im Exil. Man muss erneut befreit werden aus einem neuen Ägypten. Das heisst es einfach Babylon. Zurück nach Eden, zurück ins verheißene Land. Gut, aber das ist auch ein ganz großes, wichtiges Muster, das sich durch die ganze Geschichte von Israel zieht, das sich auch erfüllt in Jesus und wo schon in Miniaturform beim Josef passiert. Der zweite Traum, er deutet ja zwei Träume und es kommen ja immer zwei Träume gleichzeitig vor, wenn Träume vorkommen. Josef hat zwei Träume, der Pharao hat zwei Träume und im Gefängnis gibt es zwei Träume und die gehören immer zusammen. Der zweite Traum, den er deutet, der geht schlecht aus, und zwar für den Bäcker. Er weist auf sein Ende hin. Er wird an ein Holz gehängt. Er kennt Josef in dem Traum. Und der Josef weiß, eine von diesen beiden Sachen, die die hier geträumt haben, das könnte auch mir passieren. Also es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Entweder er kommt frei, wird so quasi wieder erhöht, oder er wird jetzt wirklich ganz abgemurkst. Es sind zwei Möglichkeiten, zwei Ausgänge, die für ihn da sind. Aber sie sind natürlich ganz gegensätzlich. Was wird mit dem Josef passieren? Also wir müssen uns in die Situation von Josef versetzen. Wir wissen natürlich, was passiert, das ist ja logisch. Er wird erhöht, aber nach 2 langen Jahren. Es ist auch interessant, dass jemand so lange in einem Gefängnis bleibt damals. Gefängnisstrafen sind nicht unbedingt Gefängnisstrafen gesehen, ja, man tut einen einfach mal wegsperren, sondern Gefängnisstrafe ist gesehen, man tut jemanden verwahren, um nachher zu entscheiden, wird er auf eine Art bestraft, Buß, Exil, Tod oder sonstige Körperstrafen, oder wird er freigelassen, wird er gerecht gesprochen. Also wir müssen uns vorstellen, das ist bei allen Gefängnisaufenthalten von biblischen Personen so gesehen. Wenn wir an den Gefängnisaufenthalt von Paulus denken, von Silas, Barnabas, alle die, das sind genau die Situationen für sie. Sie haben gewusst, sie bleiben da nicht ewig. Aber 2 Jahre ist schon ziemlich lang. Und das ist auch wieder das Zeichen, er ist vergessen worden. Und er hat seinen Job gut gemacht, also lassen wir ihn einfach dort, oder? Vielleicht auch dort ausgenutzt worden. Ja. Die nächste Folie jetzt. Nach 2 langen Jahren wird er erhöht. Und auch Jesus, wenn wir jetzt als Parallele schauen, nach Jesus schauen. Jesus weiß auch mit seiner messianischen Berufung, die er hat, für sein Volk, ja für die Welt, er muss an den absoluten Tiefpunkt gehen. Aber er weiß auch, dass es für ihn nicht nur Gefängnis bedeutet, wie dort, wo er da gefangen genommen worden wird von der Tempelwache und nachher im Pilatus und der römischen Garnison in Jerusalem ausgeliefert worden ist. Er weiß, es bedeutet mehr als nur Gefängnis. Nicht so wie beim Josef, sondern es bedeutet für ihn eben genau das Schicksal vom Bäcker. Wenn man von der römischen Kreuzigung auf Hebräisch oder Aramäisch gesprochen hat, dann hat man eben gesagt, ans Holz gehängt werden. Also genau die gleiche Wortwahl, wo man da jetzt
gewählt hat oder wo dort der Josef gesehen hat, das wird dem Bäcker passieren. Und ich glaube zwar nicht, dass Jesus seinen Weg ans Kreuz prophetisch primär aus dieser Stelle gesehen hat. Nein, das glaube ich nicht, das ist weiter und breiter. Aber ich glaube auch, die Stelle ist Jesus nicht unbekannt gewesen und er hat genau gewusst, so wird es für mich ausgehen. Er wird nicht aus dem Gewahrsam rauskommen, sondern er wird noch tiefer erniedrigt am Kreuz. Ja, bei Jesus ist es eben noch speziell. Es gibt ein, zwei dunkle Stellen, ich sage jetzt dunkle Stellen und schwierig verständliche Stellen aus dem Neuen Testament, die erzählen, dass Jesus in seinem Tod tatsächlich in einem Gefängnis gesehen ist. Also die Totenwelt wird auch als Gefängnis beschrieben. Und dass er dort in dieser Totenwelt, in diesem Gefängnis tatsächlich auch prophetisch verkündet hat, wie der Josef. Es gibt eine ganz eigenartige Stelle, die lesen wir jetzt. Das ist die nächste Folie, aus dem 1. Petrusbrief. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Oder durch den Geist, in seiner Auferstehung ist gemeint. Das ist alles klar, das ist Theologie, die wir kennen und wo uns bekannt ist. Aber dann gibt es einen Satz, in der Zeit vom Tod, ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren. Fragt mich nicht, was das genau bedeutet, weil ich weiß es nicht. Aber es wird beschrieben, sein Aufenthalt in der Totenwelt wird beschrieben wie in einem Gefängnis und dass er dort auch predigt hat. Vielleicht ist Josefs Geschichte rückblickend ein Vorbild für die göttlich inspirierte Beschreibung vom Aufenthalt in der Totenwelt von Jesus gewesen. Aber natürlich nicht nur. Mit diesen Geistern sind auch noch andere Geister gemeint, nämlich die gefallenen Engel, die ungehorsam gewesen sind, wo wir lesen in 1. Mose 6. Da wird also auf jeden Fall die Totenwelt als Gefängnis beschrieben. Also wird genau die enge Verknüpfung zwischen Gefängnis und Tod, wie beim Josef. Der Abstieg von Jesus wird aber nirgends so gut und prägnant und ausdrucksstark beschrieben wie in einem Hymnus im Philipperbrief. Es ist ein uraltes Gedicht über Jesus, entweder von Paulus selber geschrieben oder der Paulus hat es in seinen Brief aufgenommen. Das ist eine sehr bekannte Stelle. Vielleicht mag das jemand von euch lesen. Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht fühlt, wie einen Raum festhielt, Gottgleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch verbunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Genau. Das ist dann der Fall von Jesus, also wo nicht nur ein Mensch wird, sondern auch noch übelst schändlich, schmachvoll stirbt als Mensch am Kreuz. Und wie bei Jesus fängt auch jetzt für den Josef nach seinem tiefen Fall ins Leid und in den metaphorischen Tod der Aufstieg an. Die Erhöhung, wenn wir endlich mal zu dieser Geschichte kommen, oder? Schon wieder durch zwei Träume. Jetzt vom Pharao, König von Ägypten, König vom damaligen Weltreich. Und wir kennen die Geschichte gut, da werden wir sie nicht lesen. Der Josef wird aus dem Gefängnis geholt, er interpretiert die zwei Träume vom König. Er warnt vor dieser Hungersnot, auf die man sich 7 Jahre vorbereiten kann. Und im Josef seine Weisheit besteht nicht nur darin, dass er die Träume verstehen kann, sondern auch, dass er eine Lösung anbieten kann. Dass er praktisch handeln kann. Und sein Vorschlag gefällt dem König so gut, dass er ihn zum Vizekönig über Ägypten macht. Er erhöht ihn sozusagen zu sich auf seinen Thron. Wenn wir sagen Vizekönig, dann könnte man meinen, ja, er ist also quasi da. Aber wenn wir lesen, wie das beschrieben wird, das werden wir jetzt gerade, dann merkt man, es ist eigentlich mehr oder weniger nebendran. Und auch das wieder ist eine Parallele. Jesus wird auf den Thron
Gottes erhöht neben den Vater. Nicht einfach so eine, ja, nochmal eine Stufe neben den Vater. Jetzt machen wir wie gestern eine kleine Austauschrunde, wo wir in Gruppen, das ist die nächste Folie, 2 oder 3 oder vielleicht 4 Gruppen folgende Stellen lesen, aus dem Kapitel 41, 37 bis 46, die 9 Verse und dann noch 3 weitere Verse, 55 bis 57, und fragen uns folgende Fragen, stellen uns folgende Fragen: Wo finden wir Parallelen zu Jesus? Die gleiche Frage wie gestern eigentlich. Im grossen Bild, oder einiges habe ich jetzt schon gesagt, ist klar, aber es gibt noch einiges, wo man nochmal vielleicht kerniger ausdrücken kann, wo vielleicht uns noch etwas Neues aufgeht. Und wo finden wir wieder Parallelen im Detail? Und wie passt der Weg von Josef mit dem Messias-Muster zusammen? Ein Messias-Muster, das ich ja vorher vorgestellt habe, ein Repräsentant von der Menschheit, geht durch Leiden und Tod und wird daraus wieder erhöht und bringt dadurch Heil für seine Familie und die ganze Welt. Gut, dann tun wir uns wieder verteilen, uns aufteilen, 2 zu 2 zu 3 zusammen tun und lesen die Stellen und dann austauschen. Ja gut, dann würde ich meinen, wir sammeln uns wieder. Gut, dann gehen wir wieder wie gestern oben zum grossen Bild. Wo gibt es die auffälligste Parallele zu Jesus? Ohne jetzt in Details zu gehen, aber allgemein ist klar. Wer möchte sagen? Der Tod. Mhm. Genau, absolut. Kannst du gerade die nächste Folie mal zeigen? Ich habe das probiert, so 2 Bilder darzustellen. Der Josef wird nicht einfach freigelassen und sagt, ja, mach irgendetwas, sondern er wird eben erhöht als Vizekönig über ganz Ägypten. Also auch die Wortwahl ist relativ bedeutsam dort. Da ist nicht einfach nur so, ja, du kannst auch so ein Berater werden, sondern es ist wirklich, du bist eigentlich gleichgestellt fast. Er sagt sich, um den Thron bin ich noch grösser, aber nachher, wenn beschrieben wird, was es alles heisst, und dort kommen wir zu den Details. Oder? Er wird erhöht über ganz Ägypten, so wie Jesus durch seine Auferstehung über Himmel und Erde erhöht ist. Was hat Jesus nach seiner Auferstehung? Mir wurde gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Genau. Jesus ist das ultimative Ebenbild Gottes auf Erden. So wie der Josef jetzt sozusagen der ultimative Vertreter vom Pharao in Ägypten ist. Auch gehört auch noch zum grossen Bild dazu. Es gibt noch mehr zum grossen Bild zu sagen. Haben ihr Gedanken dazu? Mhm. Mhm. Ja, mit dem konkreten, ja, das ist das Heil, wird dadurch ist interessant, das ist mir gar nicht aufgefallen, mit dem Korn oder mit dem Getreide, wo der Josef für ganz Ägypten sorgt, so quasi die Brotkammer ist und Jesus selber das Brot vom Leben ist. Ja, spannend. Ja. Also, dass er das Bild braucht. Ich bin das Brot vom Leben, ich bin der, der wahres Leben gibt, und Josef da, der Leben spendet, sozusagen. Genau, das ist vielleicht gerade noch ein bisschen weiter, oder? Jetzt sind wir nur bei der Erhöhung, aber es wird doch am Schluss die
Verse 55 bis 57 und genau das sagen. Ja? Mhm. Genau, dort kommen wir beim Messias-Muster nochmal zurück. Genau. Ja, einfach an. Ja. Mhm. Spannend. Mhm. Ja. Ja, spannend, ja. Nicht nur Ägypten. Also nicht nur seine Familie, die aber kommt, dann später dann gerne in der Story, sondern der ganze Weg. Ja, mhm. Willst du noch was sagen? Du hast aufgestreckt gehabt? Nicht? Ah, okay, sorry. Habe ich es falsch. Ja, mir ist noch etwas weiteres aufgefallen. Der Josef, also gehen wir nochmal den Schritt zurück vor seiner Erhöhung und dann mit seiner Erhöhung zusammen. Der Josef wird sowohl von der eigenen Familie als auch von der Welt und ihren Mächtigen verworfen. Denken wir an den Potiphar, wo er auch ins Gefängnis wirft. Er geht ins Exil, in Gefangenschaft. Oder? Beide Mal. Der Fall passiert sowohl mit seiner Familie als auch dann nochmal in Ägypten. Jesus wird sowohl von der jüdischen, also von seinen Volksgenossen, von der jüdischen wie auch von der römischen Behörde verworfen und verurteilt. Und Jesus selber redet von beiden Mächten. Er redet von den jüdischen Führern und von den Heiden. In der Stelle, die wir gestern angeschaut haben, sagt, der Menschensohn wird den Schriftgelehrten und Hohepriester ausgeliefert und sie werden ihn in die Macht der Heiden ausliefern. Also es ist die Verwerfung durch die ganze Welt, Juden und Heiden. Das muss der Messias erdulden. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 4,27 von mehreren Personen. Einerseits der Herodes, wo Jesus verworfen hat, der Pilatus, das sind so zwei Herrscherfiguren, ein jüdischer Herrscher, der andere ein heidnischer Herrscher. Und dann heißt ausdrücklich von den Nationen und von Israel. Die Verwerfung ist total. Total. Keine ist ausgenommen. Alle verwerfen den Messias. Das ist bei Jesus so gesehen und das ist beim Josef so gesehen. Und Josef wird vor beiden rehabilitiert. Vor beiden wird er gerechtfertigt. Jetzt natürlich vor Ägypten zuerst und dann später, wir kennen die Geschichte relativ gut, in einem langen Wechsel vor seiner eigenen Familie. Wie Jesus auch durch seine Auferstehung gerechtfertigt worden ist, rehabilitiert worden ist, sowohl unter Juden als auch unter Heiden. Das sehen wir sehr schön in der Apostelgeschichte, wie das passiert ist. Wie dann in Jerusalem eine Erweckung gekommen ist und sich viele Leute haben taufen und es wird ausdrücklich gesagt, ihr habt den Messias gekreuzigt und eine große Menge ist umgekehrt und natürlich dann auch der Glaube, das Evangelium zu den Heiden gegangen ist und Jesus von den Heiden aufgenommen worden ist. Genau, das ist für mich auch noch so das gehört noch zum grossen Bild, sowohl von der eigenen Familie und ich glaube, das ist das nächste Bild. Super, hast du schon gemacht, genau. Die eigene Familie und fremde Herrscher. Das mir gefällt leider nicht so gut, das sollte ein Bild aus dem Garten Gethsemane sein, wo er so quasi gefangen genommen wird. Okay, jetzt gibt es ein paar sehr interessante Details, die wir durchaus anschauen können. Wo gibt es gewisse Parallelen zwischen Jesus und Josef, einfach auf der Detailebene, wenn wir die Stelle lesen. Genau, das ist mir aufgefallen, das ist gerade die nächste Folie, glaube ich. Das heißt, Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und dann heißt, wie in Lukas 3, und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat. Spannend, ja. Ich kann sonst nicht mehr groß mit dem anfangen, aber es ist auffällige Parallele. Ich denke so, okay. Ja, es ist natürlich schon so quasi die Blüte. Man wird so vom Teenager zu einem Mann, man wird reif, man wird halt einfach erwachsen richtig und hat die meisten Kräfte und ist viel Energie. Und ja klar, es gibt noch mehrere
mehrere Sachen, wie man das kann interpretieren kann, mehrere Möglichkeiten. Auf jeden Fall, ja, das war auffällig gewesen. Es gibt noch etwas anderes, was sehr auffällig ist. Genau, es hat einen Kleiderwechsel gegeben. Das ist... Genau, dort gibt es mehrere Sachen, ja. Das heisst, zuerst mal, ihm wird alles Land geben. Aber zu dem komme ich noch. Und dann er bekommt einen Siegelring, und zwar der vom Pharao. Ganz interessant, oder? Was ist auf einem Siegelring drauf meistens? Ungefähr, also ich will nicht sagen, was der... Wie ein Wappen, oder was? Ein Wappen oder ein Bild einfach, oder? Und jetzt ist der Josef der ultimative Vertreter von dem Pharao, und er ist sozusagen übertragen tatsächlich das Bild vom Pharao, das Ebenbild vom Pharao, wie Menschen von Gott sind, sollen sein. Und er bekommt ein neues Gewand. Ist auffällig, also sein Mantel ist relativ wichtig, er bekommt den Mantel als Statussymbol von seinem Vater, dann wird ihm da ausgezogen, genau wie bei Jesus bei der Kreuzigung der Mantel ausgezogen wird, also sein Untergewand ausgezogen wird. Jesus ist dann total nackt, genauso wie der Josef total nackt ist. Und bei Jesus gibt es noch auch andere Kleider, und zwar welche? Wo sehen wir denn bei Jesus das neue Gewand? Das ist jetzt total umgekehrt. Du hast doch gesagt, du hast das neue Gewand. Ja, kein Problem. Ja. Der Josef bekommt ein neues Gewand, genau. Und wo bekommt Jesus das neue Gewand? Das könnte man so interpretieren, auf Verstehungslieb. Interessanterweise tun die Evangelien einer von einem anderen Ereignis erzählen, wo er neue Kleider bekommt. Es ist einfach ein grausamer Witz, den die Römer machen mit ihm. Aber der Evangelienschreiber, der Purpurmantel, genau vor der Kreuzigung, bekommt er die Dornenkrone, und der Purpurmantel wird als Pseudokönig verspottet. Und die Christen schauen zurück auf das Ereignis und sagen, was für eine Ironie. Weil das ist genau richtig. Oder? Und die Kreuzigung ist nicht einfach nur so ein schmachvolles Ereignis, so, eigentlich schäme ich mich fast darüber reden. Nein, Gott inszeniert die Kreuzigung wie eine Thronbesteigung. Die Kreuzigung ist eigentlich der Thron. Eine totale Umkehr vom menschlichen Wert, von menschlicher Vorstellung. Es ist fantastisch, aber auch auf eine Art erschreckend, oder? Auf eine Art ist es auch ein bisschen unsere Berufung in dieser Welt. Genau. Und einfach das umkehrt, bei diesen umgekehrten Werten, bei diesen umgekehrten Erwartungen und Vorstellungen. Aber durch das kommt eben das Heil und Erhöhung in der Auferstehung. Absolut richtig mit der Auferstehung. Genau, ich habe gerade noch mehrere Sachen erwähnt. Aber etwas ist noch nicht erwähnt worden. Im Vers, wo haben wir es? Vers 38 gibt es eine ganz auffällige Detailparallele, finde ich. Genau. Der Pharao sagt, wo haben wir so einen gefunden? Wo der Geist Gottes in ihm ist. Ich glaube, aus der Sicht vom Pharao kann man das übersetzen, der Geist von den Göttern. Aber ja, es ist Gott, der göttliche Geist, der Heilige Geist, der das erste Mal in der Bibel auftaucht nach der Schöpfung. Und jetzt ist der Heilige Geist nicht einfach so frei umschwebend am Umfloaten und irgendetwas am Machen wie in der Schöpfung, nämlich Ordnung aus Chaos, oder? In der Schöpfung, im Schöpfungsbericht. Sondern jetzt ist der Geist Gottes im Mensch, im Bild Gottes am Wirken. Und genau das zeigt uns sehr stark, was Gott eigentlich will mit uns Menschen. Was Bild Gottes überhaupt bedeutet. Wir als seine Repräsentanten, wir, wo durch Gottes Geist selber lebt, bestärkt, motiviert, befähigt werden in dieser Welt, auch Ordnung
aus Chaos zu schaffen, Schönheit zu schaffen. Und das kann sich in allen kleinen Details bis zu den grossen Sachen ziehen, oder? Vom Haushalt bis zu unserem Haushalt und Tagesablauf bis zu den grossen Sachen, Projekt, was auch immer das sein mag, wo wir erleben. Das ist fantastisch, oder? Was man da auch kann sehen. Und natürlich Jesus, wo Gottes Geist in sich hat. Das ist die Stelle. Also eine Stelle, es gibt mehrere Stellen, wo das ausdrücklich erwähnt wird. Oder? Da bei der Taufe vor allem. Sobald Jesus aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist Gottes ist gemeint, den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Auf ihn, oder man kann es übersetzen, in ihn. Du bist mein Sohn, genau. Mhm. Ja, absolut genau. Er sagt, niemand soll, ja, das stimmt, das hatte ich auch aufgeschrieben, richtig. Ja, der Pharao sagt ja, niemand soll irgendwie eine Hand können erheben, den Fuß können bewegen, außer wenn es du sagst. Du bist jetzt der, der uns sagt, wo es geht, wo es lang geht. Und Gott bestätigt auch seinen Sohn und an einer anderen Stelle sagt er auch, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Das ist bei der vom Verklärungsberg. Genau, zu dem kommen wir jetzt auch nochmal. Richtig. Genau. Mhm. Ja, vor allem, genau. Und schon erfüllt Gott jedes Mal, wenn wir unsere Knie beugen. Jedes Mal, wo die Jünger ihre Knie beugt haben, das ist schon passiert, oder? Sturmstille, die denkt, ich weiß nicht, was passiert. Sie sind auf die Knie gelegt. So eine Art schon Ehrfurchtsgestus schon gesehen und schon erfüllt gegangen. Ja. Aber ja, am Schluss wird jedes Knie sich beugen, jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So ist es. Genau, also eben den Siegelring haben wir erwähnt, das neue Gewand haben wir erwähnt, den Wagen, den er da hat, alle sollen niederfallen. Er wird über alles Land eingesetzt. Auch Vers 41, sehr spannend. Ihm wird alles Land geben. Das erinnert uns auch dazu, ganz schöpfig. Wir sind eingesetzt über alles Land. Das ist auch wieder, was eigentlich Josef dort macht. Das ist eigentlich die Berufung der Menschheit. Dass wir eingesetzt werden, Gottes Land zu verwalten und auch gerade durch Krisen durchzuführen, wenn es hart ist. Durch Gottes Weisheit. Weil was macht der Geist Gottes beim Josef? Er macht ihn weise. Das heißt ausdrücklich weise. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Folie, die ich gemacht habe, wo oben heißt Weisheit, genau, Vers 39. Und auch bei Jesus heißt, woher hat er die Weisheit? Also, das ist Gottes Geist, der das bei ihm bewirkt hat. Eben, er wird über alles erhöht, hat er schon gesagt, über das Haus vom Pharao. Also stellvertretend sein Ebenbild, sein ultimatives Ebenbild, und genauso ist Jesus auch das Ebenbild vom König, vom ultimativen König, von Himmel und Erde, dem König der Könige. An dieser Stelle ist es ausdrücklich, oder wird es sehr eindeutig gesagt, Kolosser 1,15. Jesus ist Ebenbild, das Bild vom unsichtbaren Gott. Und im Hebräer 1,13, Jesus ist der Abstrahlung, der Ausglanz von seiner Herrlichkeit, der Abdruck von seinem Wesen. Oder wie das Siegel, wenn man etwas versiegelt. Ja. Also Jesus ist der Mensch par excellence. Und das sehen wir schon beim Josef vorschattiert. Wir erinnern uns bei der Kreuzigung oder vor der Kreuzigung, der Pilatus sagt, siehe der Mensch. Und Pilatus hat ziemlich sicher nicht etwas Tiefgründiges gemeint. Aber schaut mal da. Aber der Johannes tut das ganz klar. Er sieht, was da passiert, rückblickend. Er ist wirklich der Mensch. Ja, eben, seine Herrschaft besteht drin 7 Jahre
eine kreative, eine weise Verwaltung aufzubauen, damit es genug Lebensgrundlage, wenn harte Zeiten kommen. Und genau das ist auch unsere Aufgabe in dieser Welt. Ordnung aus Chaos schaffen, weise sein, verwalten. Das ist der Prototyp von Gottes Idee für die Herrschaft der Menschen über seine Welt, à la Genesis 1. Und dann eben Kleider, die ich hier noch habe, wo totale Verkehrung ist. Aber auffällig. Da kommt auch neue Kleider, königliche Kleider angelegt. Gibt es sonst noch ein Detail? Ja? Mhm. Mhm. Genau. Richtig, haben sie wie verwiesen, ganz über den Josef und dort bekommen wir dann das, was wir brauchen. Genau, das Leben. Ja, spannend, ja. Also, ja, merci. Ja, was er sagt. Ja. Ja, genau. Dann ist Versorgung der Versorgung geschenkt in einer Situation von Mangel. Genau. Ja, ich meine auch das Bild, dass alle Völker sollen im Messias gehorchen. Das kommt ja schon vorher mal vor. Also es gibt mehrere Stellen in der messianischen Berufung, messianischen Prophetie beim Jakob und dann auch Psalm 2, Römer 1 nimmt das nochmal auf. Ja, alles, was er sagt, dient. Genau, die Josef wird, das ist auch schon gesagt worden, nicht nur der Retter von seiner eigenen Familie, das ist glaube du gesagt, Judith, sondern von ganz Ägypten und darüber hinaus die ganze Welt. Also Ägypten kann schon für die ganze Welt stehen, oder? So eine Weltreich, aber es ist sogar, alle kommen auch nach Ägypten. Also das heisst, die ganze Erde. Ja, spannend, spannend. Ich möchte heute mit einen Vers abschließen. Genau, vielleicht, das ist schon ein bisschen weiter gesponnen, das ist jetzt schon nachdem seine Familie runtergekommen ist, seine Brüder, und in einem langen Prozess sich der Josef zu erkennen gegeben hat. Dort sagt er Folgendes, so rückblickend über was eigentlich seine Deutung ist von den Sachen, die passiert sind. Vielleicht mal lesen. Genau. Und jetzt, langsam ist mir immer wieder deutlicher, also klarer geworden, inwiefern jetzt der Josef die Messias-Rolle aus Genesis 3,15, das Zertreten von der Schlange, das selber draufgehen dabei und eben Heil bringen. Wie tut jetzt der Josef das erfüllen? Wie bewirkt jetzt Gott das durch den Josef? Inwiefern wird das Böse überwunden? Mhm, genau. Mhm. Versöhnung, Vergebung. Also das Böse in der Familie wird überwunden. Das haben wir gestern relativ klar auch gesehen. Das
Böse ist nicht einfach eben von außen nur, sondern es ist in der Familie. Es wird überwunden jetzt durch die Vergebung und Versöhnung und natürlich auch äußerlich jetzt durch die Versorgung. Also es am Leben erhalten, das wird ja auch hier gesagt, oder? Ein Überrest und eine große Errettung. Also die Hungersnot droht die Welt in eine Wüste zu verwandeln, oder? Wenn die Leute sterben und es wird auch immer erzählt, dass die Lande nicht mehr kultiviert werden können, Tiere sind gestorben und so weiter fort. Also die Bedrohung ist real gewesen, fast eine Wüste geworden und Josef, seine weise Herrschaft vermag die Menschen am Leben erhalten, sodass die Welt nachher wieder florieren kann. Wieder eine Art von Eden kann aufblühen. Oder der Eden-Segen kommt durch die Josef wieder in die Welt. Und seine Rehabilitation, also seine Rechtfertigung sozusagen, aus seinem Leiden bringt Heil für seine Familie, das ist klar, oder? Also er sagt, um euch einen Überrest zu setzen, seine Familie überlebt. Sonst würden seine Brüder vielleicht gar nicht überleben oder nicht so überleben. Wir müssten auch emigrieren. Wir wissen nicht, was alles passiert wäre, aber so haben sie auf eine gute Art überlebt. Und natürlich die ganze Welt, also Ägypten. Und Gottes Vorsorge wird betont. Das ist auch noch eine spannende Parallele zu Jesus. Also nicht ihr habt mich nach Ägypten gesandt, obwohl das genau das ist, was erzählt wird. Also nicht ihr habt mich nach Ägypten gesandt, sondern Gott. Es ist Gottes Plan. Und das sieht man auch bei Jesus interessanterweise. Er sagt immer mal wieder, es muss geschehen. Und woher hat er das? Es muss geschehen. Aber er ist jetzt nicht ein blinder Determinist und sagt, das ist alles schon vorherbestimmt. Du kannst gar nicht mehr selber entscheiden. Nein, so ist eindeutig Jesus nicht. Aber er erkennt, es ist ein Plan. Es ist eine Berufung, wo Gott orchestriert hat, wo Gott organisiert hat, eingefädelt hat. Es muss geschehen, dass der Menschensohn und so weiter leidet und ausgeliefert wird, verspottet wird, getötet wird und nach 3 Tagen wieder aufersteht. Also das gesamte Muster hier in dieser Geschichte ist gemeint. Wenn Jesus sagt, was sagt er? Das habe ich die nächste Folie, das habe ich gestern ganz am Anfang angeschaut. In dem Gesetz Moses und der Propheten und der Schriften, in den Schriften, also das sind Psalmen wahrscheinlich da unter anderem, also Psalmen, Prophet im Gesetz von Mose, da steht eben die Geschichte von Josef auch drinnen, in den 5 Büchern Mose. So steht geschrieben, dass der Christus muss leiden und am 3. Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Umkehr zur Vergebung von der Sünde predigt werden soll, allen Nationen, und zwar anfangend hier von Jerusalem aus. Also das gesamte Muster ist da gemeint, von dieser Geschichte von Josef. Nicht einfach einzelne Details, sondern die sind auch spannend und interessant und zum Teil auch erhellend, aber es ist vor allem das gesamte Muster, wo Jesus hier sieht, wo er meint, wenn er sagt, was er da jetzt sagt. Es ist die Verkündigung auch inklusive die Verkündigung von der Vergebung, abbildet bereits in der Vergebung von Josef gegenüber seinen Geschwistern. Und das heißt Vergebung für die Verwerfung, die Vergebung für die Rebellion. Also es ist eigentlich völlig egal, wo man steht. Das Heil wird tatsächlich durch die Verwerfung durch allen angeboten, allen gegeben. Zu allen kommt es. Und das finde ich schon faszinierend, wenn ich jetzt so schaue, wie Jesus das unter anderem sicher auch in der Josefsgeschichte gesehen hat. Das kann man sich vorstellen, dass Jesus das nicht so relativ bewusst gewusst hat. Josef ist auch so eine Messias-Figur. Und ultimativ tut das Jesus erfüllen. Das war mein Teil für heute Morgen. Heute oben werde ich so quasi aufs Ende noch mehr eingehen vom Josef in Ägypten mit dem Jakob zusammen und so quasi auch einen Ausblick machen, ja, inwiefern
ist jetzt Gottes ultimatives Ziel, nämlich Ede auf Erde wiederherstellen, inwiefern ist Gott diesem Ziel näher gekommen mit der Geschichte von Josef und inwiefern hat Jesus das ultimativ erfüllt und wird sich noch ultimativ erfüllen. Es gibt auch noch spannende, überraschende Sachen. Auch für mich ist das überraschend gewesen, was ich entdeckt habe am Ende, also im Kapitel 50 vor allem, von der Josefs-Geschichte, wo ich dann heute oben in Frutigen werde anschauen. Genau. Ist gut. Ja. Ja, danke auch für euer Interesse und das Mitdenken und ja, spannend.